Gott signeert Volk op Eden nummer 24. Kun reden als je hondet. Laatste week, als ik te u red, had Moses groots de 10 geboten dat volk Israël vergelegd. Nodem ging Moses op den borgen op, wo Gott nu met am reden wil. Gott wil Moses zijn plan verleihen, wo dat volk am begegnen kon. Während deze ganze tijd had Moses en dat ganze volk gezien dat Gott sehr heilig is. De blitz en de donner en dat schrakkelje vuur bovenop den borg had aan allen de gewaltige angst aangejaagd. Jeder Mensch wist dat Gott so heilig weer, dat keiner sich wird, dicht bij te komen. De borg weer je aufgetient, zodat kein Vieh oder Mensch door wird anschieren. De Mensch kon zelfs nichts dort doen, dat hij wird kennen Gott bejenen. Hier sei wie wader, wo gnädig ons Haar is. De Mensch wie machtlos, aber Gott en seine grote wijsheid, mürk en waag, wo die Israeliten nur am kommen können, en wann sie ook gesendigt hadden. Diesen plan wil Gott Moses nu während die 40 Jahre openbaren. Ik wil vandaag dan besonders over die begevenheid reden, als Gott Moses op den Berg deutlich maakt, wo Israel am aus den heiligen Gott wird begegnen können. Dat wird een besondere Zelt zijn, wat ze nu bouwen zullen. Over dit interessante buurwoord wil we ons dan nu nodig ondersteunen. In kapitel 25 zei de Heer te Moses, dat hij het eerste zal geld collecten. Hij zal de kinderen Israël opvorderen, goud en zilver, fijne zeeg, stroom opgevervene laders, hout en kostbare stenen en sogar schijnrekkende eilg vrijwillig den Herrn te geven. Daarvan zal dan voor den Herrn een zelt gebouwd worden. Hier in het zelt wordt hij wonen, en daar wordt hij de kinderen Israël begegnen. In 2 Mose kapitel 25, 8-9 staat zo geschreven. En je zullen mij een heiligtum merken, zodat ik mank u wonen kan. Dat zal kracht zo nooit gebouwd worden, als dat beeld wat ik die van deze woning en meubel gewezen heb. Wils Gott nu mank aan wonen wordt, en zij door met am reden kunnen, wordt dat zelt van de begegnung genannt. Dit zul je niet bloos zo als irgendein zelt gebouwd worden. Gott zei te Moses, hij wordt am kracht zijn, wo hij dat bouwen zal, en wat hij door te brokken zal. De Herr gaf am jeder moed, sogar voor de meubel, wat in dat zelt stonen zullen, ook kracht woorden stonen zullen. De grond voor al dit weer, dat Gott durch diese ganze Einrichtung op Jezus seinen Sehn handdienen will. Alles hat viel zu bedienen, en daar werden soll Moses dat aller kracht so uitführen, als hij gesagt hat. Nu wel we ons proben dat een beetje fertigstellen. Door in de Wüste soll Moses een grote hof auftekenen, wo dat zelt stonen soll. Wann wir all die Moten omrekenen en meter en centimeter, dan leidt dat van ungefähr zo. De hof wird 23 Meter breit en 46 Meter lang. Alles wat hinabgebouwd zal worden, zei de Heer am kracht ver, zodat het leicht ging door te nemen en op een andere stad waar er schwind op te bouwen. Daar zal rondom een tuin gebouwd worden met 60 past, wat aan de binnenkant zelf een herkes houden. Hier zullen dan tussen de past geweefde gordijnen uit levend opgehangen worden, zodat de tuin ganz dicht touw weer. De tuin zal 2,30 Meter hoog zijn, en zo wird het onmogelijk voor irgendeinen doorheen oder doordurch te kijken. De ganze hof rand oosten en westen, en op dat oosten eng zal een ingang zijn. Op deze hof durven bloos de mannen van Israël opkomen. Keine vrouwen oder kinderen, en ook keine vreemden worden door aangelaten. Hier op deze hof, naar het westen eng, zal dan dat zelt gebouwd worden. Voorts beim Eingang, wann einer op den Hof napkwam,
sollen sie in grouten, feierkantjen Brandopferaltar handstellen. Die soll 2,30 Meter lang und breit sein. Das Altar soll nicht uit Steine gebaut worden, zoals al die andere verder. Dieser soll uit Akazienholz gebaut und dann mit Kopperploten benagelt worden. Vielleicht kommt uns dort ein beetje fröhlich vor, dat ein Altar, wo binnen immer Feuer brennen soll, uit Holz gemaakt worden soll. Aber weet je, dat Akazienholz ist ein ganz besonderes Holz. Dat ist erstens sehr hart. Dat is ook besonders stark en voet sehr schwer Feuer. Dat moet erst 380 Grad hart haben, bis het anfängt zu brennen. Wann die dann auch mit Kopperploten bekleidet wird, wird durch keine Gefahr sein, dass die Altar selbst wird abbrennen. So sei wie hier war Gott seine Weisheit, wo dat alle geplant hat. Wenn das Altar nu wie uit Steine oder sogar uit Eisen gemaakt worden, dann hadden sie den sehr schlecht konnteren schlapen. Das Altar hat eine Seiden Ring angemerkt, wodurch dann Stangen geschoben worden, woran der ganze Altar kann gedreht worden. Ab diesem Altar sollen dann all die Opfer gebracht werden, um die Sünden vom Volk zu bedachen. Wenn einer nu so zurückkickt, dann sieht einer, wo Gott dit Volk all die Wahrheiten, wat wir kennen, durch Bilder beibracht. Fangen wir nu mal bei den Hof an. Wenn ein Israelit Gott begegnen will, dann muss er das erste durch die eine Poort durch. Dat gaf nur den Hof bloß ein Eingang. Wer von der nur Gott kommen will, der moet auch durch die eine Deur. In Johannes Kapitel 10, Vers 9 sagt Jesus, ich zie die Deur. Wenn irgendwer durch mich geht, die wird gerat worden en wird nan en Rüt gehen en Weid fingen. In Johannes 14, 6 sagt Jesus, ich zie die Weg, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt num Vater als durch mich. Hier weiß Gott die Israeliten all, dat bloß ein Weg wär, wo sie nur Gott kommen können. Dann wollen wir nu ein paar Schritt wie die Poort durchgehen. Das erste, was uns da begegnet, ist der große Altar. Um Gott zu begegnen, muss jeder einer erst einmal seine Sünden bereinigen. Keiner als bloß die Priesters dürfen wiedergehen als Gott den Altar. Dit wiest, wo ernst Gott hat mit unseren Sünden nimmt. Unsere Sünden trennen uns von Gott. Euer Gott unsere Gebete erhören kann, muss wir mit unseren Sünden handeln. Da werden wir die Brandopferaltar, das erste, was einer ab den Zelthof begegnen deed. Wenn die Priester dann beim Altar vorbeiging, auf dem Weg nur das Zelt, dann begegnet er da eine große Waschkamm. Die wird uns in 2. Mose 30, 18 bis 21 beschrieben. Diese Kamm wie ungefähr so groß als ein Meergropen. Der wie auch uit Kopperploten geschmäht. Die soll zwischen den Brandopferaltar in das Zelt stonen. Hier deiden die Priesters jeder Tag ihre Hänge und Feit waschen, ehe sie in das Zelt hineingehen können. Der Grund dafür war, dass die Priesters immer weiter von den Menschen ihre Sünden rein geworden wären, indem sie die Tieren, wat die Sünden drügen, schlachten mussten und ab den Altar leihen. Jedes Mal, wenn sie die Tieren anfauten, kommen sie, sozusagen, in Berührung mit den Sünden vom Volk, wat ab diese Tieren wären überdrückt worden. Durch das Waschen sagt Gott an dann aus rein an, wenn sie am Zelt in seine Gegenwart kommen. Hier deed die Herr dat bildlich uitspreken, wat wir im Neuen Testament klar weiten. Wann wir auch durch die eine der gegangen in unsere Sünden durch das Opfer von Jesus betolt worden ist, dann muss wir uns doch noch jeder Tag reinigen loten. Wir kommen jeder Tag mit der Welt in Berührung und dadurch, wo wir innerlich anrennen. Wann wir auch Kinder Gottes geworden sind, haben wir dort neidig, jeder Tag gereinigt zu werden,
om met Gott in Gemeinschaft zu leben. In 1. Johannes Kapitel 1, 8-9 sagt het, wann wir sagen, wir sind ohne sind, dann liegen wir in daunen nicht die Wahrheit. Wann wir über unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden verjaft und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wann ein Priester sich nicht wasch, ehe er am Zelt hineinging, wird er durch Furz sterben. So ernst nimmt Gott dort, ob wir gereinigt sind oder nicht, wann wir wären en seine Jähen wird zu kommen. Nu wollen wir uns das Zelt verstellen. Dit Zelt wie anders als die Zelten, wat wir einstmal abstellen. Die Sieden in dat hingerste eng wir von dicke Bohlen gemerkt, wat übereingestellt worden. Jeder Bohl wie auch uit Akazienholz en met Gold bekleid. Jeder Bohl wie 4 Meter 60 lang en een beetje meer als een halve meter breit. Also, da worden 20 zo'ne bolen aan jeder Seite gebruikt en op dat hingerste eng 8 bolen. Zo wird dat ganze gebied 4 Meter 60 hoog, 4 Meter 60 breit en 13 Meter 80 lang. Als Dak mussten sie 10 lange Daken mit verschiedenen Kleren weven, wat sie über das Zelt übertragen deuten. Darüber wurden noch 2 Sorts Daken von Kossenfall und Daksfall door noch übergetrokken. Diese Daken hangen dann auch hängen ganz bei der Erde, über das eng von het Gebiet. Fern an das Zelt wurden 4 Ständers abgestellt, worüber dann dicke Gardinen vergehangen wurden. Diese kon einer zur Seite schuven, um in das Zelt hineinzugehen. Hier gingen die Priesters jeder Tag vielmal durch. Aber von binnen wie noch wat ganz Besonderes. Dat hingerste Poort wordt met een zeer dicke Gardin als een besondere Stoof aufgeschätzelt. De verste Stoof wordt het Heiligdom genannt. Aber die hingerste Stoof wird das Allerheiligste. Die Mot wie in jeder Richtung dasselbe. Die wir 4 Meter 60 lang, 4 Meter 60 breit en 4 Meter 60 wat ombeen. Hier wird Gott bei anwohnen. Wann wir uns dort nu proben fertigstellen, dann stund op dat oostne eng vom Hof beim Eingang de grote Brandopferaltar. Kraakt in de Merd vom Hof stund de grote Waschkamm. Door hinger, no dat wasne eng, stund dan dat Zelt met de deuren om Osten no de Waschkamm abtau. Erst dat nicht zum Staunen, dat Gott sich so ne Mühe mög, Moses dit aller beizubringen? In woerto wir dat aller gedacht? Gott will bei sein Volk seinen. So können sie jeder Tag seinen, dat hij mank an wohnt. To zo'n grote Mühe jingt de Haar aan zijn Leib te bewijzen. Aber wel we nu mal seinen wat dan in dit Zelt vermeibel stonen sollen. Wann einer an die erste Stove kam, also dat Heiligdom, dann stund dort an der rechte Wand ein Dersch. Dis Dersch wordt ook van Akazienholz gebüht, en wie ook met Gold überkleid. Dis Dersch wie meist 1 Meter lang en een halven Meter breit. Doorboven zullen dan immer 12 Brood en 2 Rieën liggen. Rondom boven had de Dersch een rand, zodat die Brood nicht leicht raufvallen. Woerto wären dann diese Brood? Jeder Brood stellt ein von de 12 Stammen von Israel dar. Diese bultjes Brood worden genannt de Brood von sein Angesicht. Die stelden ver, dat Gott mit seinen Jägen wird, bei jeder ein von de Stammen von Israel wir. Für jeder Sabbat worden de Brood mit Nier gewechselt, en dan hadden de priesters de vrijheid de brood op te eten. Voor ons vandaag heeft dit ook een grote bediening. Wenn ik mij bekeerd heb en Jezus mijn Sünden reingewaschen heeft, dan heb ik ook dat recht van zijn brood te eten. Dat ganze diet op Jezus aan, als hij zegt, ik zie dat brood voor de wereld. En dan
als hij met zijn jünger dat avondmaal hield en aan het brood riekt, zeide hij, neemt, eet, dit is mijn lief, wat voor u gebruiken is. Voor de Juden werd dat dan een beeld van God zijn woord. Voor ons, wanneer we dat avondmaal nemen, is dat een aandenken aan dat, wat Jezus durch zijn dood doen moest, dat God werkelijk bij ons wonen kon. Aber wie gaan wieder? Wann an der rechten Seite de Dash mit dat Brot stund, dann stund voorts je en Eva an der linken Seite dat grote Licht. Dit wie nicht bloß ein Licht, aber ein Ständer mit 7 Arms. Op dem eng von jeder Arm wie ein Licht. Dat ganze wordt uit een groot stuk Gold geformt. Wann einer dat von der donen will, wird einer dat schmelten en dan eine Form ineenjeten. Hier wordt de ganze klompen Gold, wat ungefähr 36 Kilo wiegt, genomen en geformt en geklappert, wat de Lichtständer mit 7 Arms vorig wir. Diese Kunst jaftet von der Tag nicht mehr. Aber die Schrift sagt, Gott gab 2 Männer, Bezalel en Aholiab, die gaven dit vorig te bringen. Diese wunderbare en diere lamp stond im Heiligenpoort vom Zelt en werd jeder Abend für die ganze Nacht angesteckt. Zumeist kam ein von den Priesters en mögt den bebrennenden Dag war rein. Dit grote Licht died op den Herrn Jesus aan. Krijgt so is dat Licht die Priesters halb, dat ze sich im Heiligdom bij Nacht ramfungen, so jeft Jesus ons Licht en dat ons rechtig vieren in de Dunkelheit von dieser Welt. Jesus zei je, ik zie dat Licht van de Welt. Wer mij no volgt, wordt nicht im Diestern gonen. Ganz hingen im Heiligdom, groots ver die dicke gordijn wat het Heiligdom vom Allerheiligsten Poort trand, stond nog een kleiner altaar. Die wie zo bij een halve meter lang, ook breit, en meest een meter hoog. Die wie ook uit akazienhout gemaakt, en dan met gold bekleid. Boven aan de aken vom altaar werden Hirna aangemerkt. Op diesen altaar deden die priesters jeder morgen en jeder avond schijnrekkende kriederie verbrennen, dat het een zeiter reuk gaf. Dit weer voor den Herrn een schijner geruch, wat hij verlangen deed. Dat vier wat diesen reuk mögt, soll währendweg immer brennen. Da wie aber noch wat andert, wat sehr wichtig wir. Einmal dit Jahr soll der höhere Priester die Verseinung mit Blut für das ganze Volk an die Hirna vom Altar anspritzen. Dis Altar bedient für die Israeliten eine Stätte, wo die Priester Gott begegnen können. Wie im Neuen Bund sind nicht mehr an eine Stätte gebunden, wo wir Gott anrufen. Als Jesus mit de Früh beim Baum reden deed, zei hij, Geloof me, dort kommt eine Stunde, wo je nicht hier auf diesen Berg, noch in Jerusalem den Vater wollen anbeten. Dort kommt eine Stunde, in der ist all da, wo die wahre Anbeter den Vater am Geist in eine Wahrheit wollen anbeten, wils die Vater nur Sohne sieht. Die Seiterrück, wat er ständig an das Heiligdom terrecken wir, ist ein Bild von die Gebete von Gott seine Kinder, wat während wir knopstehen nur seinen Trauen. Und nu kommen wir bei der hingerste Stove an das Begegnungszelt. Dort wird das Allerheiligste. Wären dort dann auch Meibel bernen? Jo, aber bloß ein Stück Meibel. Dort wie ein Kosten, wat die Bundeslod genannt wird. Daarboven wie ein Dachsel, wat die Gnodentraun genannt wird. Weil wir uns diesen wichtigen Teil auch noch verfieren. Die Bundeslod wie ein Kosten von Akazienholz. Dis Kosten soll 1,15 Meter lang, 69 Zentimeter breit en 69 Zentimeter hoch sein. Wat wir dann an diesen Kosten bernen? Hier soll Moses die 2 steinerne Tafeln mit den 10 Geboten anleihen, auch der Stock von Moses, in ein Gefäß mit Manna wird auch an den Kosten eingesät und abbewahrt.
Dis kosten wordt de Bundeslood genannt. Wiels dat Gesetz Gottes door binnen gedrucht wordt, erinnert dat immer wieder an den Bund, wat Gott mit Israel geschloten hat. Aber dis kosten wir damit noch nicht fertig. Dort soll noch ein Dachsel uit reines Gold gemerkt worden. Ab jeder eng von dat Dachsel sollen die Geschenke von Engel uit Gold gemerkt worden, die ab dat Dachsel stunden en dorab raufcheckten. Dit wunderschöne Dachsel nahm de Herr den Genodenthron. Diese Bundeslood mit den Genodenthron wird das heiligste Bietmeubel im ganzen Zelt. Hier in diese Stove, wo das Allerheiligste heit, dürft keiner ingehen. Wer das deed, wird plötzlich sterben. Bloß der höhere Priester soll einmal im Jahr an den großen Verseinungstag mit ne Komm Opferblut door ingehen. Dort deed hij für sich und für das ganze Volk um Verseinung beten, indem hij dat Blut ab den Genodenthron spritzen deed. Door in te gaan, wir sehr gefährlich. Und so hat der höhere Priester kleine Schlingertjes an sein Rock, so dass die anderen Priesters wussten, ob er noch lebt oder nicht. Für die Kinder Israel wie dit ein Bild von Gott seine Heiligkeit, in wat für ein besonderes Verrecht, dat wir, wenn einer an Gott seine Jähen wird, kommen können. Aber als Jesus am Kreuz starb, dann reiht die grote dicke Gardin zwischen dat Heiligdom en dat Allerheilige von boven bis unten zwei. Dit wird dat Teken, dat der Jesus sein Tod am Kreuz, die Weg en dat Allerheilige nu für alle Menschen opweer. Nu kann jeder Mensch, der Jesus sein Blut, nur den Genodenthron kommen und für seine Sünden Vergebung fingen. Und so sei wie, wo dit Begegnungszelt viele wunderbare Bilder gab von dort, was wir nu durch Jesus Christus haben. Hast du Gott al dafür gedankt? Wel wir das nu doen. Lieve Herr, wir danken dir für alles, was du uns über das Begegnungszelt, was du Moses zu bühen gabst, beigebracht hast. Mocht wir durch alle den Herrn Jesus erkennen, en wat hij voor ons gedaan heeft. Amen. Wann je nog vragen hebben over dat wat je op dit programma gehoord hebt, mijn telefoonnummer is 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op hier.